Haut wählt man mat engem Sujet aufhängen, den Kënnechung vu Pachtverträge handelt, an aktuell eng Party Leiit am Land beschäftigt. Grundsätzlich ähnlich de Pachtvertrag jo zu enger vereinbarter Laufzeit, falls diese vom Proprietär nicht gekündigt wird. Der Froh wird ausgeseit, von der Proprietär sein Terrain oder Parzelle verkaufen will, aber wie eng Schwierigkeiten diesen an noch die Investisseure können begegnen, als der Pierre Welter nogangen. Resiliation vu Pachtverträge durch den Verpachter beschäftigt aktuell zu Lützeburg sicher viel Leid. Grundsätzlich ähnlicht ein Pachtvertrag, sofern keine Verlängerung vereinbart gouf, automatisch Ende von der vereinbarten Laufzeit. Ein Großteil von landwirtschaftlichen Betrieben zu Lützeburg gëtt vu Bauern, die Proprietäre von ihrem Betrieb sind, bewirtschaftet. Am Bereich von den landwirtschaftlichen Nutzflächen gesät dat allerdings ganz ernst aus. Weil op der enger Seite Proprietäre vu Land a Grundstecker nimme selten geneigt sie Land zu verkaufen, einerseits aktiv Bauern wirtschaftlich nicht an der Lage sind, die hohen Ackerspreise vu Land zu bezahlen, bleibt meistens nimmer die Alternative von der Pacht. Normalerweise gehen Immobilien, Restaurants oder Ländereien verpacht. Weitere Arten von Verpachtung sind Verträge für Grundstecker, Gärten, Büscher für die Jugend, Gewässer für die Fischerei oder Komplettbetriebe. Nutzungsrechte für eine Software können ebenfalls Teil von einem Pachtvertrag sein. Der Pachtvertrag regelt den zeitlich begrenzten Gebrauch von einer Sache. Das Besondere bei Pachtverträgen ist aber, dass der gepachtet berechtigt ist, aus dem Überlose von der Sache Gewinn zu erwirtschaften. Bei Ländereien schwätzen wir von der sogenannten Möglichkeit, dass ein Bauer einen wirtschaftlichen Nutzen aus seinen Ländereien zieht. Hierfür kauft sein Rekolt oder sein Ertrag aus der Feldzucht. Guckt ihn sich aber Pachtgesetz von Lützeburg und da muss ich feststellen, dass der Proprietär, der Verpachter, also der sein Land verkaufen will, den Bauer, den der Proprietär sein Land gepachtet hat, seine Absicht zu verkaufen mitteilen muss. Den Artikel 500 Spister, den als angeführt in 2013 durch eine Gesetzesänderung von dem Pachtgesetz wird schon paar Jahre um Bockel hat, muss ich wissen, dass die Agrikultur hat sich viel geändert. Wir hatten 1990 3.800 Betriebe, an 2015 werden nach knapp 2000. Und du gesehen, dass sich viel getan hat, und da so, dass Bauern viel mehr müssen auf Pachtland zurückgreifen. Dafür ist gesagt gehen, dass wenn der Verpiechter sein Land verkauft, dass das dem Bauer, also dem Piester, muss sagen. Die Sache ist voll gesetzlich geregelt. Wenn ihn aber am Gesetz weiterliest, stellt er fest, dass der Bauer eine Zeit hat, ein Opfer und den Verpachter zu machen. An diesem Zeitraum ist dadurch der Verkauf vom Grundstück nicht möglich. Wenn also der Verpiechter sagt, ich will mein Land verkaufen, dann hat der Bauer dann immer Zeit, wo er dann ein Opfer kann ranreichen. Anders den Verkäufer mit den Preisen d'accord, aber da sind sie sich eins über seinen Preis und da können sie sich, dann haben sie Kompromis de Wand, wie ihr seht, und da können sie bei der Note gehen an die Wand aufschließen. Wird auf jeden Fall ganz klar, also das ist die große Innovation, weil das ist ein Artikel, den 2013 beigefügt ist an das Pachtgesetz, das ist an dem Moment, wo die Annonce kommt, dass der Bauer, dass der Proprietär, will verkaufen, dass an dem Moment keine Wand aufgeschlossen gehen. Auch dann nicht, wenn der Bauer schriftlich erklärt, dass er das Grundstück nicht kaufen will. Der Verpachter an einer wieder, der Proprietär, muss also warten, bis die Mondfrist aufgelaufen ist. Erfolgt trotzdem ein Verkauf, während der Mondfrist sind die Rechte vom Bauer angegriffen, der Verkauf vom Terrain ist in dem Fall ungültig. Viele Investisseure der Proprietären, die so ein Land kaufen oder verkaufen wollen, mussten also ein Mond werden, auch von der Bauer hin schriftlich erklärt wird, dass er ein Grundstück nicht kaufen will. Die Frage stellt sich also an so einem Fall, für wer muss bis zum Verkauf ein Mond gewährt gehen. Das bringt Proprietären und Investisseuren an einen schwierigen Schlag. Ich meine, den Mond schenkt man nicht übertrieben lang. Das kann ja auch für den Piester überraschend kommen. Ich muss das ja mal vielleicht daheim mal schwätzen, mal gucken mit den Finanzen, was möglich ist oder nicht.
an normalerweis as ja so, dat dat iwwer schon en betreechlich Zomme geht, mussssen als de Wéer Banken an a 4 Wochen huet de niemals en Akkor vun enger Bank, well die dat geht doch duge Komitee mussssen eventualityde gemerken noch geguckt, wie steht de Baubetrieb de dat Landfeld käfen. Also du gin ich giéischte so méi wie 4 Wochen duch Land, sodat den Delemer lo absolut net iwwerdriwe schenkt. Et gëtt Investisseuren, die gewëlt sinn an Ackerland ze investieren. Land wat ze käfen, de Bauern dauerhaft fir eng nohalteg Nutzung zur Verfügung zu stellen. De primären Zweck vu so engem Investisseur ass eng Hëlle vun der Finanzierung fir selbstständige Betrieber führen alle an der Ufangsphase. Weil oft huet de Gründer vun segem Betrieb hefig net genug ege Kapital. Oft bleibt eng kreativ Idee, déi durch Geldmangel net ëmgesat kann gehen op der Streck. De Vierdeel ass och, dass den Investisseur e Fachwissen mitbringt, an eventuell sogar weiter in Investiteure kennt. Hier kann Bauern also net nëmmen finanziell unterstützen, wie hier kann auch Rotschläge fir dat laufend Geschäftsmarkt op de Weg gehen.